Servus, grüß euch und habe die Ehre, ich begrüße euch zu einem neuen Video zu Division 2. Ich bin die Feldwalzen und heute habe ich ein Gewehrbild. Ich würde sagen, das ist das stärkste Gewehrbild, was ich bis jetzt gesehen habe in Division. Und deswegen auch der Titel, extrem starkes Gewehr. Lasst euch überraschen, ich bin normal überhaupt kein Gewehrspieler, aber das Ding ist echt nicht schlecht. Also es haut aus wie eine Sau. Ich hab's im Gameplay drin, schaut es euch an und schaut euch das Bild an und dann schreibt mir in die Kommentare, was ist davon halt. Also wie gesagt, es hat mich tatsächlich überrascht, weil es mit einem Gewehr geht, das wo jeder sagt, das Ding ist scheiße, und ich finde eigentlich überhaupt nicht, ja? Ist gar nicht der Fall. Aber wie gesagt, schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Also, packen wir's! Registriere zusätzliche Feindkontakte. Ich stehe Wache. So, jetzt haben wir Spezialisierung Präzisionsschütze, gibt extra Kopfschussschaden, gibt Munitionszurück, wenn es in der Deckung drin sitzt. Natürlich 15% höherer Gewehrschaden und Sturmgewehrschaden. Dann Gruppenmitglieder kriegen dann noch ein bisschen was. In der Deckung generierst Munition und ja, und kriegst auch, wenn du in Deckung bist, Rüstung. So, dann wir mal weiter mit den Modifikatoren, weil die haben ja jetzt auch ganz neu mit dabei. Da habe ich nicht alle die ausgewählt, was mir erscheinen am besten für das Bild zum sein. Das ist auf lange Distanz mit knapper Not, kriegst mehr Waffenschaden, je weiter das Ding weggert ist, am besten über 20 Meter. Dann ein Druckkolben, der kriegt mehr Stabilität und höhere Trefferchance, kritische Treffer, wenn es in mittlerer Reichweite ist. Und dann haben wir noch die Rache, das geht auch auf die mittlere Reichweite, das erhöht auch nochmal die kritischen Trefferchance. Und das kennt man dann schon enorm. Spielen wir das ganze Ding mit der Klapperschlange, was sehe ich da? Jeder sagt, das Ding ist scheiße, ich finde es nicht. Mir hat das Ding 1,7 Millionen Schaden. Ja, die Modifikatoren von der Klapperschlange, die sind eh bekannt, Stabilität und Schaden durch kritische Treffer, bla, ja. Das Ding hat einen Nachteil. Es lädt extrem langsam nach und das muss man ein wenig ausgleichen. Die Klapperschlange markiert einen Gegner innerhalb von 20 Meter. Wenn du auf den schießt, kriegst der nächste Schuss einen garantierten kritischen Treffer und wird um 20% verstärkt die ganze Garde. 5 Sekunden läuft es und dann geht es wieder von vorn los. Oder beim Nachladen tut es auch an anderen markieren. Der Bohrer, naja, das ist eine Waffe, die läuft einfach mit. Ich habe es einfach mitgenommen zum Leveln, ist ganz gut, wenn man ja, gerade keine Kugeln im Magazin hat, schnell umschalten und dann macht man es mit dem Bohrer weg. Oder für Ziele, die extrem weit weg sind. Das Ding ist auf Reichweite optimiert. So, das Talent vom Bohrer ist, ja, wie soll ich sagen, perfekter Präzisionsangriff. Alles, was weiter ist, weg ist wie 20 Meter, kriegt maximalen Schaden oder erhöhten Schaden. Wenn es dann unterhalb von 20 Meter getroffen wird, kriegen es 35% verstärken Schaden für 5 Sekunden. Ja, ist in dem Bild jetzt nicht so wichtig, aber ich habe es einfach dazu genommen, weil es eine Waffe ist, die wo da auch ganz gut dazu funktioniert. So, dann haben wir die Verschleißgrenze. Eine grüne. Dann den Ninja Backpack. Was der tut, weiß auch jeder. Ergänzt immer ein Teil dazu. Dann haben wir Zwidoka. Magazingröße und Gewehrschaden 20%. Alles auf kritischen Schaden und Schaden durch kritische Treffer. Chance und Schaden, ja, muss man drin haben. Und ganz wichtig, geduckt muss auf der Westen drauf sein. 45% Waffenhandling. Dann haben wir Walker Harris. 5% Waffenschaden, Rüstungsschaden. Dann haben wir ein Teil Virtuoso. Gibt nochmal Waffenhandling und Magazingröße, dass man halt 10 Schuss im Magazin hat von der Diamantenschlage.
und Waffenhandling auch noch mal ein bisschen mehr, damit das Ding schneller nachlohnt. Ich habe es geschafft, dass das innerhalb von 2 Sekunden nachlohnt. Das passt. Dann haben wir Gebet des Fuchses. Schaden gegen ungedeckte Ziele, wieder Schaden durch kritische Treffer. Gewehrschaden nochmal extra und 30% Präzision. Ja, dann haben wir schon durch. Eine Drohne habe ich dabei, die wo mir wieder ein wenig zusammenfliegt, wenn ich irgendwas abgekriegt habe, also eine Heiler-Drohne. Dann habe ich von der Spezialisierung natürlich die Wirkzeit und dann Lebensenergie und da habe ich nichts anderes gehabt, Rüstungsreparatur draufgehauen. Ja, leider bin ich mit dem Mods nicht so gut ausgestattet. Da hat man das ganze Bild noch im Ganzen. Baut es nach, probiert es einmal. Ich finde es klasse, es hat voll reingehauen. Pro Schuss 8 Millionen locker möglich. Nicht auf Kopf, sondern auf den Körper, wohlgemerkt. Ja, Kopfschuss wird es dann noch ein bisschen mehr werden. Seht im Gameplay was das Ding tut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Jetzt kommt noch ein wenig Gameplay. Ich hau da noch ein bisschen einen Soundtrack drunter für die einen oder anderen, was gefällt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Was jetzt gerade 6 Körperschüsse, 4 Millionen, 6 Millionen, je nachdem, was für einen das erwischt. Brauche ich nicht mehr viel dazu sagen. Schaut es euch gut. Ich habe ein Kopfgeld gespielt. Ich glaube, das tut es am besten zeigen, was das Bild kann. Ich bin, wie gesagt, nicht geübt mit dem Gewehr und ich habe es zusammengebracht. Und wenn das jetzt einer wirklich gut kann mit dem Gewehr, sprich, er hat ja, ein gutes Zielwasser, dann geht es bestimmt noch viel besser. Ja, da habe ich vergessen, dass ich die Mods rein tue. Aber ja, ich habe nichts anderes rein tun, als wie ich im Video gesagt habe vorhin. Aber da bin ich drauf gekommen, die haben ja gar nicht drin, müssen wir rein tun. Also genug gelabert. Viel Spaß mit dem Gameplay noch. Man sieht sich beim nächsten Mal. Servus für euch und habe die Ehre. Mit Ruhe und Stil, ich geh auf Patrouille. Gegner verloren, wie gefällt es Rolle. Kein Stress, kein Druck, nur präziser Plan. Die Stadt wird gereinigt, wie ruhig es kann. Ruhiges Gemetzel, leise und klar. Der Agent im Spiel, für jeden Gefahr. Jeder Schuss ein Gruß, ganz ohne Gefühl. Die Zwiebel sauber, das ist mein Ziel. Ziel gesichtet, Agent. Ruhiger Venus, denkt ihr seid hier. Ein stiller Abschied, das liegt in mir. Keine Worte, kein Drama, nur das Ziel im Visier. Ein Schuss in der Nacht und dann zurück zum Revier. Kein Lärm, kein Stress, nur stille Macht. Der Agent im Einsatz, Tag und Nacht. Ruhiges Gemetzel, die Stadt in Schach. Der Einsatz ist klar, ich zieh mein Fach. Ruhiges Gemetzel, leise und klar. Der Agent im Spiel, für jeden Gefahr. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Agent kampfunfähig. Feindlichen Wiederhersteller-Drohnenstock entdeckt. Schwere Verwundung entdeckt. Ziel neutralisiert. Sehr gut. Feindliches Artilleriegeschütz entdeckt. In der Nacht und dann zurück zu Revier. Kein Lärm, kein Stress, nur stille Macht. Der Agent im Einsatz, Tag und Nacht. Ruhiges Gemetzel, die Stadt in Schach. Ganz ist klar, ich zieh mein Fach. Ruhiges Gemetzel, Das ist Ihr Ziel. leise und klar. Der Agent im Spiel, für jeden. Feindliche Übertragung erkannt. Jeder Schuss ein Gruß, ganz ohne Gefühl. Die Ziele sauber, das ist mein Ziel. Sofortige medizinische Hilfe erforderlich. Sie haben das Ziel erwischt. Gut gemacht. Ziel gesichtet, Agent.
Neutralisiert. Sehr gut. Feindliche Übertragung erkannt. Wieder einer weniger. Gute Arbeit, Agent. Feindlicher Kontrollpunkt in der Nähe. Wir möchten Sie daran erinnern, dass es Zivilisten nicht erlaubt ist, sich nahe der Ich hab, was Sie wollen, Agent. Wenn Sie verdächtige Aktivitäten bemerken, melden Sie sie umgehend dem nächsten JTF.